Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich möchte gerne mit euch heute Stempel machen. Und zwar aus Moosgummi zum auf unserer Jellyplate stempeln. So, und ihr wisst es vielleicht, letztes Mal habe ich es gezeigt, ich habe hier eine ganze Kiste voll mit Stempel in dieser Art. Aber natürlich ist einfach genau nie das dabei, was man dann auch wirklich braucht. Und darum machen wir jetzt halt ein bisschen etwas. Genau, und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich etwas Essentielles vergessen habe, und zwar den Leim. Moment. So, da bin ich wieder leicht angenervt, weil man ja immer noch Kabel verlegen durch die ganze Stube durch, bis man kann anfangen zu leimen. Und jetzt muss der natürlich noch ein bisschen aufheizen, aber das macht nichts, weil in dieser Zeit können wir hier gerade etwas zuschneiden. Und zwar, ich sage schnell, wie ich das machen will. Ich tue mir irgendwelche Formen aus Moosgummi zuschneiden und klebe die nachher so auf ein Karton drauf mit Heißleim. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Also, ich möchte gerne verschiedene unregelmäßige Kreise. So. Kein Ostereier. Irgendwie hatte ich letztes Mal schon Ostereier gehabt, die absolut dumm ausgesehen haben irgendwie. Oder ich auch das Gefühl hatte. Es sieht ein bisschen dumm aus. Und den Moosgummi, den habe ich tatsächlich immer noch vom Basteln mit dem Kind zusammen. Also ich habe mir den jetzt nicht extra speziell, wenn ich mir den kaufen oder so. So. Und ich habe tatsächlich auch schon gesehen, dass sie so in Brockenstuben und so beim Bastelmaterial, je nachdem, hat es auch immer so Zeug. So. Und jetzt, ich glaube, soll ich mir das gerade auf ein einzigen draufleimen. So. Oh ja, ich glaube, das kommt noch recht gut, oder? Wenn wir da noch ein kleines machen, könnten wir. So. Zack. Ist der schon gut? Oh ja, kommt da mal schon etwas raus. Dann. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gesehen, gewisse Stempel habe ich auch mit der Sizzix ausgestanzt aus Moosgummi und dann so aufgeklebt. Das gibt auch immer ganz herzige Abdrücke. Und etwas, was man natürlich auch machen kann, ist Müsterli mit Heißleim einfach gerade so auf den Karton drauf zeichnen, irgendetwas. Das kommt etwa mal auch ganz gut raus. So. Voilà. Und jetzt den haben wir schon. He? Gut. Dann wäre das schon mal ein Stempel. So, das finde ich jetzt auch noch praktisch. Das ist von einer Verpackung irgendwie. Hat das da noch so ein Zeugs dran gehabt und das habe ich gedacht, ist vielleicht gerade noch gut, dann so zum Festheben und abdrücken. Manchmal gerade, wenn man es nachher auf der Gelplatte drauf hat und dann wieder abnehmen will und man es dann so muss abnehmen, dann macht man da genau noch Töpfchen drauf. Ja, ja, aber das ist auch nicht so tragisch. Aber ich habe jetzt gedacht, das ist sicher noch ganz praktisch. Gut, next. Ich glaube, ich mache Blümchen, aber die zeichne ich tatsächlich zuerst auf. Also, wir zeichnen hier mal ein paar Blümchen. Ja. Ja, keine Ahnung. Einfach mal
So, das ist ein bisschen Fett. Ja, noch. Und was denn noch? Wir könnten mal so eins machen. Warte jetzt mal. So. So, und nachher dann schneidet man da den Kreis raus. Oh, das wäre sicher auch noch lustig. So, ja komm. Schneiden wir die zweimal. So. Ja, genau. Die tun wir auch separat. So, einmal Blümchen. Und zweimal Blümchen. Prima. Jetzt, was könnten wir noch? Etwas so viereckig mäßiges. So. Und so. Ja, ja, genau. Aha, man könnte das so, hä? Oder überhaupt das ganz durchmischt. Weißt du, so. So, schau jetzt. Oh ja. Ja, ja. Genau, das nehmen wir. Und da, der ist ein bisschen krumm, den machen wir jetzt gerade noch ein bisschen krümmer. Das hat mir jetzt gerade noch gefallen. Einmal. Ah, die Fäden. Es zieht immer so Fäden da. So, dann habe ich das Gefühl, ich muss noch irgendetwas machen mit dem Kreisli dort. Und zwar nämlich auch gerade eine Idee. Und zwar würde ich gerne ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen noch machen. Das ist mir jetzt einfach gerade so in den Sinn gekommen, wegen dem Topf. Also, wir haben schliesslich da noch ein bisschen Karton. So, also, aufkleben. Was klebt denn da dran? Voilà. So, oh ja, hey, ich finde die cool. Schau mal, was wir ja alles gemacht haben. So, hey, jetzt müssen wir doch die unbedingt noch ausprobieren. So. Jetzt wollen wir doch dann mal schauen, was da dabei rauskommt. So. Also.
So. Ich weiß nicht, ob ihr etwas seht. Ich sehe, dass ein bisschen etwas passiert ist. Und jetzt, was machen wir da drüber? Oh komm, wir gehen mit Pink. He? Zuerst ein bisschen trocknen. Aha. Jawohl. Mit diesen Farben sieht man jetzt hier, weiss Gott, nicht so wahnsinnig viel. Ich denke, ich muss das noch ein bisschen anders machen. Ein bisschen mit anderen Farben. So. Ja, das muss länger jetzt. Jetzt komme ich mit Blau. Aha, oh, oh, jetzt habe ich da natürlich gerade, das ist ja geil. Sieht man es? Sieht man es? Ich habe da gerade die Schrift noch abgedrückt. Das sieht ja dann cool aus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Vielleicht kommt es bei denen auch so raus, das wäre genial. Nein, da nicht. Aber man sieht schon ein bisschen unsere Kreise, die wir gestempelt haben. Oh, jetzt wird einfach gerügelt. Ah, beim Auflüpten, denke ich. So. Oh. Oh. Hä? Ein bisschen mehr Jungfrau-Style, finde ich. Oh, die sind denn hübsch. Die könnte ich mir also gut vorstellen, irgendwie in so einem Sommerstrand, Journal und so weiter. Ja, 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 ja. So, weiter. Also, ich wäre mal für die da. Das Graphit wäre eigentlich noch recht cool. Wow. So, und da. Und da. Kommt es auch schon? Ja, wieso nicht? Aha. Da hat es jetzt genau noch die Buchstaben abgedruckt vom letzten. Sehr cool. Ja. Nicht schlecht. Ups. Vielleicht nicht das Blatt verreissen, hä? Bitte. Ah, so jetzt mache ich da natürlich jetzt mache ich da natürlich gerade einen, wie sagt man schon wieder, so einen Druck von diesem Bildchen. Das haben wir natürlich nicht. Aber sonst ist es eigentlich noch recht cool rausgekommen. Ja, ich muss da noch 2-3 Mal drüber, dass das Bildchen wirklich weggeht, dass man das nicht mehr sieht.
mal ausprobieren. Da habe ich jetzt mit dem Graphit drauf rumgerollert und mit dem roten. Das ist auch natürlich noch nicht ganz deckend. Einfach noch ein bisschen ausprobieren. He? So, jetzt, was machen wir hier? Jetzt machen wir mal schwarz. So. So. Yeah! Das längt. So. Jetzt wollte ich doch wieder etwas Glitzeriges. Da habe ich noch so violettes Glitzerzeug. Ja. Einmal so. Und dann oder so drauf. Ui, ist er krumm gekommen. Kann schon sein, he? Und so. Ja, ist also recht deckend, würde ich jetzt mal so behaupten. Sehr geil. Schau, wir haben wieder Schrift. Das ist cool. Hey, und das ist ein cooles Blatt, he? Das gefällt mir. Obwohl da jetzt Fragezeichen der verkehrte Weg drauf sind, aber sie fallen eigentlich gar nicht so wahnsinnig auf. Und, oh, da haben wir eine Schrift bekommen. Sehr cool. Und ja, gefällt mir, gefällt mir. Ich finde es eben halt auch immer ganz genial, wenn noch das von vorher drauf bleibt auf der Platte. Ich tue nicht jedes Mal putzen. Ich putze eigentlich nie. Mir gefällt das, wenn das so ist. Und jetzt werde ich gerade die schwarze Schrift, die es da drauf hat, mit etwas Hellem drauf nehmen. Das finde ich genial. Okay, und ich glaube, ah, ah, weiß nicht, weiß nicht. Soll ich pink nehmen? Komm, wir nehmen pink. Dann nehmen wir noch das. Und dann wieder das Rändchen. Und das Rändchen. So, das gibt nämlich auch ganz coole Collagepapier. Wenn man immer alle Rändchen auf ein Papier abnimmt, dann gibt es so ganz verschiedene Streifen. Und das sieht auch immer sehr cool aus. Oh, sehr hübsch. Das gefällt mir ja. Die Blümchen sieht man jetzt hier gerade noch nicht so gut. Cool ist aber, ich habe es jetzt gerade gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es auch seht. Ja, jetzt haben wir natürlich Bravo die Schrift über die Schrift hinein abgenommen. Sehr gut. Ganz toll. Ja, no, macht nichts. Wenn wir es so kippen, dann kommen die Blümchen führen. Ja, ich glaube, die Blümchen, die müssen wir noch einmal machen. Oh, das war viel. So, oder ist das jetzt dann wieder zu wenig Kontrast? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir langsam die Seite ausgehen da. So. So und da.
So, ach jö, schau mal. Nein, überhaupt nicht zu wenig Kontrast. Vollherzig. So, da. Ja, doch. Machen wir, nehmen wir. Und? Ach jö, schau mal. Oberherzig, hä? Das ist ja süß. So, jetzt werde ich eigentlich noch eins machen. Noch mal mit so diesen Kreischen, weil von denen haben wir jetzt irgendwie ein bisschen wenig gesehen. Noch. Blau haben wir auch wieder. Dunkelblau. Also, preußisch ist das. Und noch ein bisschen antrocknen in der Hoffnung, es nimmt es dann ein bisschen besser. Nicht übel. Wow, finde ich mega cool. Ich glaube, in der Hoffnung, dass es wirklich rauskommt wie Seifenblättchen, nehme ich dann ein bisschen pink, lasse das trocknen und nachher mache ich noch eine Schicht Weiß drauf. Ha! Keine Ahnung, ob das funktioniert. Oder etwas Glitzeriges. Pink und Glitzer, oder? Pink und Silber. Oder das da. Ja, komm, das wird cool. Das letzte. Oh ja. Oh. Hübsch. Ein bisschen Chrom drauf gekommen, aber. Ja. Und jetzt hat es auch gedeckt. Jetzt ist es da drüber. Das ist gut. So, mal schauen, was der sagt. Oh. Finde ich jetzt gerade mega schön. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie Seifenblättchen. He? Und mit dem Rosa und Weiß hinten dran. Genial. Ich finde es mega cool. Super. So, das sind unsere Stempel, die wir gemacht haben. Und es sind doch da dabei ein paar ganz coole Sachen rausgekommen. Hey, das ist so ein schönes Meerjungfrauenteil. Und ich muss schauen, ob ihr alles seht, wenn ich da herlege. Das mit den Blümchen ist natürlich auch ganz super, ist oberschnussig. Und das da sieht man nicht so wahnsinnig viel. Und dann sind natürlich da die ganzen halben Streifen Papierchen noch dabei rausgekommen. So. Hey, im Fall mega cool gsi. Ich liebe das und ich freue mich schon, mich weiter auszutoben mit meinen Fragezeichen und Blümchen und Kreisen und Seifenblätterli. Und ja, ich werde sicher dabei bleiben. Es wird auch sicher irgendwann schon mal ein Journal geben. Irgendein Jelly Plate Journal. Und ja, für das muss ich aber noch ein bisschen produzieren. He? Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!